SRF Audio. Über die eigene Mutter zu schreiben war sehr schwierig. Aber es war nicht so schwierig, weil ich mich nicht getraut hätte, sondern weil ich zuerst die Sätze, die Worte finden musste überhaupt. Das war auch tränenreich, aber das ist nichts Schlimmes. Man sollte sich freuen über die Tränen und über die Trauer. Man kann nicht unehrlich sein in der Trauer, das gelingt einem sehr schlecht und deshalb ist Trauer ein sehr literarisches Gefühl. Ich will mich nicht von meiner Mutter befreien und ich will mich auch nicht von meiner Geschichte befreien. Ich will einen Zusammenhang finden. Ich will in eine Beziehung treten. In eine Beziehung mit der toten Mutter. Und das andere ist, dass ich für mich in eine Beziehung kommen will zu meinem Leben. Literaturclub. Interview. Zu Gast in dieser Episode ist der vielfach preisgekrönte Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss mit seinem neuesten Werk Königin der Nacht, ein kurzes Buch über meine Mutter. Wir zeichnen dieses Interview auf an den Solothurner Literaturtagen vor Publikum im mobilen SRF-Studio vor Ort in der Cantina del Vino. Ich bin Felix Münger und sage Lukas Berfuss herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Merci vielmals, danke schön, danke, merci. Das Buch ist eine literarische Auseinandersetzung mit Ihrer verstorbenen Mutter. Lukas Berfuss, was ist Ihre Idealvorstellung einer Mutter? Habe ich nicht. Habe ich nicht entwickelt. Glaube ich auch nicht, dass ich das brauche. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand das braucht. Schon gar nicht die Kinder. Die Kinder brauchen keine idealen Mütter. Kinder brauchen Liebe und sie brauchen es in vielen verschiedenen Formen. Und irgendwelche Ideale tun so, als gäbe es einen Standard oder vielleicht sogar eine Perfektion. Und das setzt Menschen unter Druck. Und das ist nicht gut, das führt zu Gewalt. Liebe, sagen Sie, brauchen Kinder von der Mutter, nicht eine ideale Mutter. Ja, nicht nur von der Mutter. Auch vom Vater. Auch Väter haben Mutterliebe, sie müssen sie einfach nur leben. Sie haben häufig nicht den Mut, aber die haben auch diese Empfindungen. Gar keine Frage. In Ihrem Buch geht es um die Mutter, deshalb sprechen wir mal über Ihre Mutter und Sie schildern sie alles andere als liebevoll, sondern als vulgäre Frau, zynisch und Ihnen als Sohn gegenüber unfassbar hartherzig. Sie schreiben, ich zitiere, sie hatte nichts getan, was man von einer Mutter erwartete. Hatte sich nie gekümmert, niemals ihr Wohlergehen meinem hintangestellt. Kein Opfer gebracht, ihre Liebe, ihre Zärtlichkeit, ihr Interesse hatte ich nie gespürt. Sie hatte mich niemals getröstet, keine Wunde verbunden. Wie schwierig war es für Sie, solche Sätze über die eigene Mutter zu schreiben und sogar dann noch zu veröffentlichen? Ja, also über die eigene Mutter zu schreiben, stellt ganz besondere Ansprüche. In meinem Fall wollte ich wahrhaftig über meine Mutter schreiben. Es wäre für mich nicht möglich gewesen, etwas zu beschönigen oder etwas so zu erzählen, damit die größten Härten nicht formuliert werden müssen. Es war sehr schwierig. Aber es war nicht so schwierig, weil ich mich nicht getraut hätte, sondern weil ich zuerst die Sätze, die Worte finden musste überhaupt. Weil ich habe mein Leben lang damit gelebt, aber normalerweise formuliert man keine Bücher über die eigene Mutter. Und diese Sätze zu formulieren, das hat mein ganzes Können und auch mein ganzes Handwerk und meine ganze Kraft gebraucht, keine Frage. Haben Sie sich je geschämt, so über die Mutter zu schreiben? Ja, immer wieder. Also Scham ist ein sehr kostbares Gefühl. Das Schamlose sollte uns zu fürchten geben. Ich glaube, wir leben in einer sehr schamlosen Zeit und Scham ist wirklich etwas Edles. Und deshalb bin ich immer sehr direkt meiner eigenen Scham hinterhergestiegen und habe ihr vertraut, weil was sagt uns die Scham? Die Scham sagt, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was man sein kann und was die Gesellschaft akzeptiert. Und das war in diesem Fall sicher so, ja.
Dann schauen wir doch mal vertieft darauf, was Sie denn geschrieben haben in Ihrem Buch Königin der Nacht. Beim Lesen erfahre ich, dass Ihre Mutter bettelarm war. Sie hatte keinen Beruf gelernt und schlug sich mit prekären Jobs durch, als Bardame im Dunstkreis der Prostitution, dann in der Fabrik und dann in einer Wäscherei. Und für Sie waren Sie als Sohn, das ist mein Eindruck gewesen, ein Störfaktor, mehr nicht. Sie hat sie als Idioten beschimpft, als schwer erziehbar und so weiter. Und als sie 15 Jahre alt waren, ließ sie ihre Mutter einfach stehen. Und sie landeten dann auf der Straße und lebten zwischenzeitlich zwischen Obdachlosen, Kriminellen und Suchtkranken. Also Lukas Berfuß, ich ging beim Lesen dieses Buches durch einen Dschungel an Gefühlen. Unglauben, Wut, Unverständnis. Und ich übertreibe wirklich nicht. Es brachte mich an den Rand der Tränen, diese Lektüre. Wie ging es denn Ihnen beim Schreiben? Ja, das war auch tränenreich. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Man sollte sich freuen über die Tränen und über die Trauer. Weil Trauer ist etwas sehr Kostbares. In der Trauer sind sehr viele Dinge möglich. Man kann tanzen, man kann sogar lachen in der Trauer. Man kann nicht unehrlich sein in der Trauer. Das gelingt einem sehr schlecht und deshalb ist Trauer ein sehr literarisches Gefühl. Was Sie sagen über den Unglauben, das ist eine Sache, die ich jetzt gerade entdecke, weil für mich ist es einfach mein Leben und ich kenne nichts anderes. Und so bin ich groß geworden und das gehört zu mir. Und ich habe natürlich immer wieder festgestellt, wenn ich gelegentlich davon erzählt habe, dass die Menschen Mühe haben, mir das zu glauben, was da geschehen ist. Ich sehe es auch an meinen eigenen Kindern. Also die glauben Ihnen nicht, wenn Sie Ihnen das erzählen? Doch, sie glauben es mir schon, weil sie wissen dann, dass ich da jetzt nicht irgendwie Schindluder treiben würde. Sie glauben es mir schon, aber es fällt natürlich schwer, sich das in eine Vorstellung zu bringen. Was machst du mit 15, wenn du einfach alleine dastehst, ohne Geld und ohne Wohnung und ohne Mutter und ohne Eltern? Und wie schlägst du dich da durch? Wie sehen deine Tage aus? Und wie kommt es, dass du dann Schriftsteller wurdest? Und wie hast du das alles eigentlich überlebt? Das ist natürlich schon alles ziemlich unglaublich. Und ich bin der glücklichste Mensch. Und ich kann es nur sein, weil ich das überlebt habe. Und viele haben diese Zeit nicht überlebt. Und deshalb ist es auch mit einer großen Demut verbunden, weil ich weiß, was in jedem Augenblick, jeden Tag alles hätte schiefgehen müssen, können, sollen, dürfen. Sie sind 54-jährig und Stimmt, ich habe richtig gerechnet. Und Sie haben vor ein paar Jahren ein Essay geschrieben, Vaters Kiste, und da geht es unter anderem um Ihren Vater, der ein Hallodri war, der dann auch im Gefängnis war. Da haben sich Ihre Eltern auch früh getrennt. Jetzt dieses Buch über die Mutter, das mir noch viel schärfer und eindeutiger im Ton erscheint. Mussten Sie über 50 werden, diese Bücher schreiben zu können? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Warum? Weil, wenn man eine solche Gewalterfahrung erlebt hat, dann gibt es viele gute Gründe, ein Leben lang darüber zu schweigen. Und die Inanspruchnahme der eigenen Geschichte, das braucht Zeit und da muss man hineinwachsen. Und ich glaube, es war auch entscheidend, dass ich schon einen gesellschaftlichen Status hatte, dass ich das konnte. Weil diese Dinge sind nicht ganz ungefährlich. Sie sind nicht ungefährlich in der Betrachtung. Also was ist das Gefährliche? Das verstehe ich jetzt nicht. Retraumatisierungen. Also man muss sich vorstellen, dass für ein solches Buch, ich schreibe ja nicht nur einfach Buchstaben, sondern ich erlebe alles. Und ich erlebe es in der möglichst großen Intensität, damit ich darüber schreiben kann. Aber das heißt, Sie haben sich dem jetzt nochmals bewusst ausgesetzt, sind nochmals durch das Tal der Tränen gegangen, sage ich einmal. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, es ist auch eine Befreiung gewesen. Das jetzt mal zu benennen, auf Papier zu bringen, zu veröffentlichen, allen zu sagen, das bin ich, das ist Lukas Berfuß. Nein. Davon kann und will ich mich nicht befreien. Ich will mich nicht von meiner Mutter befreien und ich will mich auch nicht von meiner Geschichte befreien. Ganz im Gegenteil. Ich will einen Zusammenhang finden. Ich will in eine Beziehung treten. In eine Beziehung mit der toten Mutter. Literatur ist auch immer das Gespräch mit jenen, die nicht mehr da sind, mit den Verstorbenen. Und das
gilt auch für meine Mutter. Und das andere ist, dass ich für mich in eine Beziehung kommen will zu meinem Leben. Und ich habe festgestellt beim Schreiben dieses Buches, dass ich viele Dinge gar nicht wusste. Und das ist auch das Privileg, wenn man ein solches Buch schreibt, dass man forschen kann und recherchieren kann und sich selbst eigentlich als Fall nehmen kann, um eine viel größere Frage zu beantworten. Nicht nur meine persönliche, sondern die gesellschaftliche. Und das ist sehr, sehr dankbar. Darauf kommen wir dann gleich noch, Lukas Berfuß. Vielleicht noch kurz zur Geschichte Ihrer Mutter. Sie übersiedelte dann nach der Pensionierung in die Karibik, in die Dominikanische Republik. Und die Rente, die sie hatte, reichte ihr nicht für ein Leben in der Schweiz. Und das Buch beginnt damit, dass sie erzählen, wie sie kurz nach dem Tod ihrer Mutter, das war, glaube ich, etwa vor 8 Jahren, an den letzten Wohnort ihrer Mutter in der Karibik reisten und dort ihren letzten Bankauszug finden. Und das war ein rosa Zettel und er wies ein Gesamtvermögen von 60 Franken aus. Und da schreiben sie, dieser Moment habe gewirkt auf sie, als hätte ihnen, Zitat, die Wirklichkeit ins Gesicht gespuckt. Was ist da mit Ihnen passiert? Ja, Zahlen lügen nicht. Und ich wusste natürlich und weiß, was das bedeutet, wenn man nur über 60 Franken verfügt. Und das ist nahe am Nullpunkt. Und das ist nahe der Wertlosigkeit. Und das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn man jünger ist und wenn man sich irgendwie durchs Zeug hasseln kann. Aber wenn man in ihrem Alter ist, in der Fremde, ohne Möglichkeiten, irgendwo noch Geld herzukriegen, scheint mir das doch ein beängstigender Gedanke zu sein. Und für mich, ich war damals schon in völlig anderen finanziellen Verhältnissen. Also ich meine, ich hätte meine Mutter unterstützen können und ich habe es nicht getan. Eben, und das ist auch eine Qualität Ihres Buches. Sie bringen dann auch sich selbst ins Spiel. Ihre durchaus ambivalenten Gefühle Ihrer Mutter gegenüber. Es gibt Wehmut, habe ich gespürt, aber auch Wut, aber auch Selbstzweifel. War es zum Beispiel richtig, keinen Kontakt zu pflegen zur Mutter? Diese Frage werfen Sie auf. War es richtig, die eigene Familie, die Kinder von der Großmutter fernzuhalten? Es gibt dann Rückblenden, wo Sie erzählen, wie Sie Ihre pensionierte Mutter mal zu besuchen versucht in der Karibik. Der Sohn reist hin, aber es gibt keine Begegnung. Die Mutter blockt alles Persönliche ab. Sobald sie einen Versuch starteten, mit ihr in Kontakt zu treten, kamen vulgäre Sprüche. Und sie reisten frühzeitig ab und sie sagte, naja, du machst, was du willst. Was hat das für Sie bedeutet, diese Brücke nicht schlagen zu können, die Sie verzweifelt schon fast versucht haben zu schlagen? Also, ich habe es nicht sehr oft noch versucht, aber in den wenigen Malen, wenn ich es versucht habe, habe ich es wirklich versucht und war überzeugt, vielleicht wäre noch etwas zu ändern. Aber das hat nicht stattgefunden und irgendeines Tages habe ich resigniert. Und Sie haben die Frage gestellt, war das richtig? Nein, das ist natürlich nicht richtig. Der Abbruch einer Beziehung, jetzt gerade zur Mutter, das kann nie richtig sein. Es war wahrscheinlich notwendig. Und es war die Möglichkeit, die mir noch blieb. Interessant ist ja auch, dass Sie Ihre Mutter nicht verurteilen. Also Sie bleiben da in der Ambivalenz stehen und Sie schreiben an einer Stelle, ich zitiere das, ich schämte mich, weil ich ihr ähnlich war. Ihre Verhältnisse hatten auch mich geformt. Ohne es zu wissen, hatte mich ihre negative Erziehung erfolgreich gemacht. Unverwüstlich. Ich meine, das ist eine ungeheure Feststellung. Also was meinen Sie damit? Steckt Ihre Resilienz dahinter, die Sie immer wieder zeigen, wenn Sie sich auch politisch exponieren, dass Sie offenbar auch gut einstecken können? Ja, Sie lachen.
Nein, ich kann eigentlich gar nicht so gut einstecken. Das kann niemand. Ich mag auch diese Ist das so psychologisch? Heroismus. Das ist völlig unnötig und hilft überhaupt nicht. Als Schriftsteller will ich durchlässig und verletzlich bleiben und in der Durchlässigkeit und der Verletzlichkeit die Stärke suchen, nicht in irgendeinem Panzer. Aber was Sie sagen ist, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit dem Begriff der Resilienz, weil Resilienz betrachtet etwas im Nachhinein. Alle jene, die überlebt haben, sind resilient. Aber es gibt ganz viele, die nicht überlebt haben. Und ich bin natürlich in diesem Sinne durch eine unglaublich harte Auslese. Der Selektionsprozess jetzt in meiner Jugend war wirklich gnadenlos. Und ich bin da durchgegangen und habe natürlich die Qualitäten, die es in diesem Kampf braucht, ganz eindeutig auch von meiner Mutter übernommen. Und das ist zum Beispiel die Rohkraft. Also Sie schreiben auch, es hat keinen Platz für Gefühle gegeben. Man muss morgens aufstehen und aus dem Seich rauskommen. Oder? Das hat Ihre Mutter gesagt. Und das ist etwas, das sie Ihnen weitergegeben hat und was Sie so lebenstüchtig gemacht haben. Das haben Sie jetzt gesagt. Oder spitze ich zu fest zu? Nein, das ist sicher so. Ich wurde mit 15 wirklich zum Arbeitsdienst zu einem Bauern gesteckt. Und verdingt? Ja, eigentlich genau. Also einfach Erziehung durch Arbeit bis zur absoluten Erschöpfung. Und da bricht man oder eben nicht. Und wenn man nicht bricht, hat man später einen gewissen physischen Vorteil. Und diese physische Widerstandskraft, die mich nicht gebrochen hat, hat mich später in der Zeit auf der Straße, also es hat sehr geholfen. Machen wir doch an diesem Punkt mal einen Punkt. Und ich lade Sie ein kleines Spiel mit mir zu spielen. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn so, wie Sie möchten. Durch das Schreiben dieses Buchs habe ich gelernt, dass die Geschichte mit der Mutter niemals ein Ende findet und mit dem Tod nochmal von Neuem beginnt und dass es keine gute Idee ist, irgendetwas abschließen zu wollen. Ich habe einen Weg gefunden, einen neuen Weg. Ich sah eine Tür und bin durch sie hindurchgegangen und habe sehr viele Dinge gelernt über meine Gesellschaft, über die Welt, in der ich lebe. Das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist für mich ein Sprichwort. Und Idiomatik ist Glückssache. Da gibt es wirklich sehr gefährliche Sprichwörter, die man nicht zu Herzen nehmen sollte. Andere hingegen doch haben etwas. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist eigentlich auch unzulässig, oder? Weil wenn der Sohn eines Bäckers Bäcker wird, dann sagen alle, klar, der ist Bäcker geworden, weil der Vater Bäcker war. Wenn er nicht Bäcker wird, sagen alle, klar, der ist nicht Bäcker geworden, weil der Vater Bäcker war. Und deshalb scheinen mir alle diese Abstammungssyllogismen sehr zweifelhaft. Ich habe noch so einen Syllogismus, wie Sie das nennen. 3. Satz. Die Redewendung "Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied" halte ich für... Ja, Glück, nicht wahr? Also das SRF veröffentlicht heute die Ergebnisse einer großen Studie über die Chancenungleichheit im schweizerischen Bildungssystem. Und dieses Chancenungleichgewicht entlang der Vermögen und der Einkommen ist eine Sache, die wir nicht hinnehmen sollen. Das ist äußerst ungerecht und es ist eigentlich eine Beleidigung. Wenn man dieses Sprichwort jetzt diesen Menschen sagt, ist das eine Beleidigung? Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Da hämmern sehr viele andere an diesem Glück herum und der eigene Hammer ist häufig der kleinste. Und doch, dieser Satz trifft ein Thema, das Sie schon länger umtreibt, das auch in diesem Buch immer mitschwingt. Also wie frei sind wir, die Frage. Und wie sehr sind wir auch Produkte der Umstände und vor allem von unserer Herkunft. Weshalb ist die Mutter zur Frau geworden, die sie dann war? Das ist eine Frage, die in diesem Buch immer mitschwingt.
Und der Zusammenhang zwischen der Prägung und dem Lebensglück, das beschäftigt Sie. In Ihrem letzten Roman, Die Krume Brot, erzählen Sie die Geschichte einer Frau, die in der Schweiz der Hochkonjunktur ihrer Armut nicht entkommt, aufgrund der Herkunft im Ausland jetzt dort. Was bringt Sie immer und immer wieder von Neuem zu diesem Themenkreis zurück? Herkunft, Armut, Lebensglück. Ja, ich glaube, es sind sehr interessante Themen. Ich glaube, sie interessieren sehr viele Leute und mich ganz besonders. Und die Frage, die Sie gestellt haben, können wir uns von unserer Herkunft befreien, ist eine, die unser Leben bestimmt und die wir in jeder Lebensphase neu beantworten müssen. Weil bei Rousseau steht, dass wir alle frei geboren sind und trotzdem liegen wir alle in Ketten. Und ich glaube, dieser Akt, dass man das versteht, dass man frei geboren ist, auch mit dem Preis der Sterblichkeit, dass wir mit der Freiheit auch akzeptieren müssen, dass wir sterblich sind und dass es so etwas wie eine existenzielle Sicherheit nicht geben kann, ist die wesentliche Frage, die über das Lebensglück entscheidet. Wie kann man diese existenzielle Freiheit in die eigenen Hände nehmen und etwas damit machen? Deshalb glaube ich, lohnt sich das sehr noch für ein weiteres Buch. Also Sie bleiben dem Thema treu, ein künftigen... Ich glaube, die Themen bleiben mir treu, das muss ich sagen. Ja. Gut, ja. Aber wenn wir jetzt noch bei dieser Frage bleiben, oder? Wie ist der Zusammenhang zwischen Prägung, Herkunft, Armut, Lebensglück? Muss man denn so werden wie Ihre Mutter, wenn man arm ist, oder hatte sie Alternativen? Ja, sie hatte Alternativen, einfach nicht viele. Und wenn man keine finanziellen Mittel hat und keine Bildung, keine Ausbildung und kein Erbe und einfach nichts von dem, dann reduziert sich die Wahl im Alltag auf entweder oder. Und dieses Entweder-Oder ist das Schreckliche. Man hat nicht die Möglichkeit, die ganze Fülle der Möglichkeiten zu entwickeln, sondern man wird reduziert. Und in der Regel ist es die Reduktion auf, kann ich am Ende des Monats alle meine kurzfristigen Verpflichtungen bezahlen? Ja oder nein? Kommt das Betreibungsbüro, das Betreibungsamt, kommt die Pfändigungsankündigung, kommt die Lohnzession, bin ich überhaupt noch ein Subjekt in dieser Gesellschaft? Weil man ist kein Subjekt mehr, wenn man seine kurzfristigen Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Da wird über einen bestimmt. Das leuchtet ein, das Kurzfristige. Wenn wir aber ein bisschen einen Schritt zurücktreten und die Frage nach den Alternativen stellen, also muss es zwingend so kommen? Nein, das muss es nicht. Nein, muss es nicht. Also Nein. Sie haben gesagt, ja, sie hatte Alternativen, einfach nicht Ja. viele. Aber sehen Sie, da war ich ein bisschen, ich sag's mal so, unbefriedigt bei der Lektüre. Einmal ist mir das Tut mir passiert. leid. Ja, das müssen Sie sich nicht entschuldigen. Sie können, Sie können das ja jetzt vielleicht aufklären. Aber Sie erzählen mir praktisch nichts davon, wie Sie es denn, Lukas Berfuss, geschafft haben, von der Straße wegzukommen und Ihren Weg ins Leben zu finden. Sie schreiben da nur ein paar Sätze über sich als der Junge. Da schreiben Sie über Ihr Leben auf der Straße, Zitat, er wird von allen guten Engeln behütet. Ja. Kein Kratzer, keine Verhaftung, kein Eintrag, gesund, unverdient, glückhaft. Wie alles in seinem Leben. Der Junge wird erwachsen, findet eine Arbeit, schreibt, lebt, liebt, wird Vater. Schön, sage ich da. Was hätte es denn gebraucht, dass ihrer Mutter das gelungen wäre? Beziehungsweise, anders gefragt, sind Sie die Antithese zu Ihrer Mutter? Also erstens bin ich ein Mann in einer patriarchalen Gesellschaft und sie war eine Frau in einer patriarchalen Gesellschaft. Deshalb ist schon dieser Vergleich ja vollkommen unzulässig. Das andere ist, wenn Sie mich fragen, warum ich noch nicht so viel darüber geschrieben habe, ich habe noch zu wenig lange darüber nachgedacht, was es genau war, jetzt in meinem Fall. Und das ist eine Frage, die fast nicht zu beantworten ist, weil ich weiß, wie viel Glück ich hatte. Und zwar wirklich das Würfelglück. Münzen werfen und entweder Kopf oder Zahl. Und wenn Zahl ist, wäre ich weg gewesen. Und solche Momente gibt es in meinem Leben einige. Und dann gibt es aber auch die Dinge, die ich getan habe, wirklich konkret getan habe. Ich habe richtig viel gelesen.
wirklich richtig viel. Und ich war richtig viel in der Bibliothek. Und ich habe gute Entscheidungen getroffen, das habe ich auch gemacht. Und trotzdem hätten alle diese guten Entscheidungen nicht gereicht, um mich zu retten. Wenn man so ausgesetzt lebt, entscheidet wirklich der Zufall immer wieder. Und die Besten sterben jung, das sagt man doch immer. Und ich habe das gesehen, das ist wirklich so. Und deshalb bin ich leider nicht in der Lage, jetzt irgendwie meinen Leistungsausweis aufzuschreiben darüber, wie ich das geschafft habe. So ist es nicht. Es geht ja nicht um den Leistungsausweis. Nein. Es geht um die Frage, was es braucht, dass eben ein Leben nicht scheitert, obwohl es in Armut geschieht. Das ist meine Frage. Und Sie und Ihre Mutter hatten, ich sage jetzt mal, vergleichbare Voraussetzungen. Bei ihr ist das Leben in eine katastrophale Richtung gegangen. Bei Ihnen in eine sehr erfolgreiche, Sie sagen, Sie seien der glücklichste Mensch. Ja, klären Sie mir das auf. Ich weiß nicht, ob Sie da mit der Erklärung, ja, patriarchale Gesellschaft, Mann, Frau, man da so einfach rauskommt. Nein, zuerst einmal möchte ich betonen, dass ich ein glücklicher Mensch bin und dankbar für die Dinge, die ich habe und die mir in meinem Leben widerfahren sind, und zwar ausnahmslos. Weil ich weiß, dass das, was ich heute bin, nicht zu denken wäre ohne das, was ich erlebt habe in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Das andere ist, dass ich nicht darüber urteilen kann, was ein geglücktes Leben ist. Und ich kann nicht für meine Mutter urteilen. Und ich kann auch nicht über mein eigenes Leben, kann ich das auch nicht sagen. Darüber entscheiden noch ganz andere Dinge. Wir können natürlich die Parameter nehmen des bürgerlichen Erfolges. Wir können den Kontostand nehmen. Und beim Kontostand ist es jetzt eindeutig so, dass mir meine autodidaktische Bildung geholfen hat. Und war Ihre Mutter ein glücklicher Mensch? Ich weiß es nicht. Eine gute Frage, ich habe darauf keine Antwort. Lassen wir das so stehen. Ich möchte noch auf den letzten Teil Ihres Buches eingehen und da wechseln Sie die Form. Das wird nun zu einem Essay und darin geht es um die Frage, wie die reiche Schweiz, die bürgerliche Schweiz mit den armen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern umgeht. Und da stellen Sie die These auf, dass die bürgerliche Schweiz arme Menschen seit jeher drangsaliert habe. Also da kommt jetzt die große historische Perspektive ins Spiel. Das Los der Mutter erscheint damit als Teil einer langen Tradition historischer Verfehlungen. Was bringt Sie zu dieser steilen These? Also ich glaube nicht, dass das eine These ist, sondern das sind die historischen Fakten. Und es gibt einfach eine kontinuierliche Kampagne gegen alles, was man als unproduktiv ansieht. Also Fahrende zum Beispiel? Genau, Fahrende, die Praxis der Verdingung, die Praxis der Versklavung von jungen Frauen, wenn sie einen Lebensstil pflegten, der nicht in die Norm passte, arbeiten mussten in den Fabriken von Bürle zum Beispiel. Man sagt häufig auch ein ganz besonders dunkles Kapitel. Das sind nicht Kapitel, sondern da gibt es eine Kontinuität. Und diese Kontinuität hat auch eine ideologische Wurzel in der Eugenik, unter anderem bei Auguste Forel. Auguste Forel war ein wirklich exterminatorischer Rassist, so muss man es sagen. Und er hat wirklich versucht, das Lebensunwerte aus der Gesellschaft zu entfernen. Er war Direktor der Psychiatrie in Burghölzli in Zürich und war auf der vorvorletzten Banknotenserie auf der Tausendernote, das Amazing. Und diese Ideologie, diese eugenische Ideologie, sieht man in sehr vielen Weisen umgesetzt. Die administrativen Zwangsmaßnahmen und die Verbrechen gegen die Fahrenden sind mittlerweile vom Bundesrat als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt worden. Ich glaube, das sind nicht nur Worte. Das hat eine Bedeutung und das hat eine historische Bedeutung, die in unsere Aktualität hineinwirkt. Und ich möchte, dass sich unsere Gesellschaft häufiger die Fragen stellt, was hat das mit uns allen gemacht?
Ich sage es nochmal, meine Geschichte ist nichts Besonderes. Ich berichte darüber und die allermeisten können nicht darüber berichten, weil sie keine Stimme haben und weil sie keine Kraft haben dafür, weil sie so beschädigt wurden am Leben, zum Beispiel durch die Verdingung, dass sie nie wieder einen Weg gefunden haben zurück in die Gesellschaft. Und wir haben diesen Menschen und uns gegenüber eine Verantwortung und eine Verpflichtung, weil es gibt viel zu viel Gewalt in unserer Gesellschaft. Es gibt sie an Frauen, es gibt sie an Kindern, es gibt sie zwischen Männern. Und wir tun häufig so, als sei das schicksalshaft, als sei das einfach so. Und das ist nicht so. Und mein Buch ist auch ein Plädoyer dafür, dass wir etwas ändern können an diesen Zuständen. Ich möchte Ihnen einfach noch ein bisschen widersprechen. Ich bin ein kritischer Leser und nütze gerne die Gelegenheit, Ihnen diese Fragen zu stellen. Ich meine, das sind natürlich, Sie sagen, Sie mögen das Wort dunkle Kapitel nicht, das sind schwere Verfehlungen in der Geschichte gewesen. Es sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Fahrende, der Umgang mit Frauen, die Kinder bekamen und denen man sie dann wegnahm und so weiter. Das ist zum Teil historisch auch sehr gut aufgearbeitet, muss man dann auch noch erwähnen. Aber das ist ja nur die Hälfte der Schweiz. Es gibt auch eine andere Schweiz. Es gibt eine Schweiz, die im 20. Jahrhundert einen Sozialstaat aufgebaut hat, die eine AHV, eine IV, die Ergänzungsleistungen entwickelt hat, die eben ein soziales System, das es Menschen ihrer Mutter grundsätzlich ermöglichen sollte, einigermaßen in Würde zu leben. Sind Sie bewusst einseitig? Nein, das bin ich nicht. Ich glaube, dass es alle diese wunderbaren Dinge tatsächlich gibt. Und ich glaube, dass nicht alle von ihnen profitieren können. Und wir sehen auch, dass gerade wenn es darum geht, staatliche Ansprüche geltend zu machen, sehr viele Menschen in Armut davor zurückschrecken. Aus Scham. Nicht nur aus Scham, das ist nicht einfach irgendwie ein internalisiertes Gefühl, sondern durch die konkreten Probleme, die man dadurch kriegt. Man wird definiert und man wird nicht nur einmal definiert, sondern man wird das halbe oder auch das ganze Leben lang daran definiert, dass man nicht für sich selber sorgen kann. Und ich hätte alles getan, um nicht zur Fürsorge zu gehen. In meiner Zeit war die Fürsorge absolut repressiv. Und wenn ich mit 15 in eines der Heime gekommen wäre, das wäre nicht gut gewesen. Ich habe die Jungs und die Mädchen gesehen, die dorthin gekommen sind. Und wir kennen mittlerweile auch ein bisschen das Ausmaß der Missbräuche in diesen Institutionen. Und ich glaube nicht, dass wir so tun müssten, als sei es ein Privileg, ein würdiges Leben führen zu können. Es ist ein Recht. Und es ist nicht etwas, was irgendjemand erklären muss oder entschuldigen muss oder Bitte und Danke sagen muss. Ich glaube, Lukas Berfuss, wenn unser Gespräch eines gezeigt hat, da gibt es ganz viel Gesprächsstoff. Gut. Und ich wünsche Ihnen und ich wünsche auch diesem Buch, dass es zu vielen Gesprächen und Diskussionen führt. Was ist in 2 Sätzen zum Schluss Ihre Hoffnung für dieses Buch? Ich bin ein Mensch ganz ohne Hoffnung. Ach, das glaube ich Ihnen nicht. Doch, ich bin ein Mensch ganz ohne Hoffnung. Ich glaube, wir sollten im Augenblick etwas tun und nicht auf die Hoffnung vertrauen. Wenn wir wollen, dass etwas Gutes geschieht, dann müssen wir es tun, jetzt in diesem Augenblick. Was ich mir wünsche und wo ich zuversichtlich bin, ist die Kraft der Literatur. Und die Kraft der Literatur kann auch so etwas Schreckliches in etwas Wunderschönes verwandeln, das man teilen kann mit vielen anderen Menschen. Lukas Berfuss, herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Gast im Literaturclub-Interview von den Solothurner Literaturtagen war der Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss. Das Buch hat den Titel Königin der Nacht. Ein kurzes Buch über meine Mutter, ist 127 Seiten dick und ist bei Rowohlt erschienen. Eine Rezension finden Sie online auf srf.ch/literatur. Mein Name ist Felix Münger.
Im nächsten Literaturclub-Interview bleiben wir beim Thema Mutter. Zu Gast ist dann die deutsche Autorin Lena Gorelik mit ihrem neuen Roman Alle meine Mütter. Das Buch lotet verschiedene Mutterrollen aus, was Mütter beglückt, was sie zweifeln und manchmal auch scheitern lässt und was es heißt, ungewollt Mutter zu sein oder ungewollt nicht Mutter werden zu können. Lena Gorelik, unser Gast in der nächsten Episode von Literaturclub Interview. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.